Dank diesem Projekt haben wir viele Informationen über grüne Energie gesammelt und auch gelernt, wie man diese Energie gewinnen und sparen kann. Dank dem Projekt konnte ich neue Menschen und verschiedene Kulturen kennenlernen. Ich konnte mein Ökobewusstsein erweitern und habe verschiedene Methoden der Energiegewinnung kennengelernt. Solarkollektoren sind die beste Methode, wie man Grundenergie gewinnen kann, weil man nicht viel Geld haben muss, um die Kollektoren zu installieren. Ich glaube auch, dass alle Menschen diese Energie benutzen können, weil man kann die Sonnenkollektoren auf dem Dach installieren kann. Wir haben Fragebogen entworfen und viele Arbeitstreffen gehabt, dann die Einwohner unserer Städte befragt. Mit unserem Fragebogen wollten wir verschiedene Sozialgruppen befragen. Die Befragten waren oft sehr überrascht, als sie die Fragen gehört haben, aber alle waren freundlich. Viele Personen hatten verschiedene Vorurteile, zum Beispiel durch die Windenergiekühe werden keine Milch geben, Handys werden nicht funktionieren und so weiter. Wie es sich herausstellte, war dieses Denken falsch. Die Menschen hatten viele Fragen. Die Fragebogen haben gezeigt, dass das Ökobewusstsein unter Gesellschaft steigt. Wir haben mit dem Bürgermeister von Chodzisz, mit den Gemeindevorstehern gesprochen und wir wissen, dass sie eine positive Einstellung haben und wollen in die Quellen der Grundenergie investieren. In Margonin wird jetzt ein Windräderpark gebaut. Es gibt schon auch Pläne, nächsten Windräderpark in Szamocin zu bauen. Ich konnte verschiedene Informationen aus Spanien, Deutschland und Polen sammeln und interpretieren. Dadurch habe ich verstanden, wie wichtig die Energie ist, dass man das Licht oder Computer ausschalten muss, wenn wir nicht im Zimmer sind und das nicht benutzen. Wir haben in Vorbereitungen für Reise nach Palma de Mallorca teilgenommen. Unter anderem haben wir eine multimediale Präsentation vorbereitet. Diese Arbeit hat viel Zeit in Anspruch genommen, weil wir Musik aufnehmen mussten, haben Fotos gewählt und einen Film gemacht. Die Präsentation wird auf spanischen, deutschen und polnischen Schulwebseite und YouTube gezeigt. Während Treffen haben wir eine Webseite besucht, wo wir haben Windmühlen lokalisiert. Analysiere kurz die spanischen Jugendlichen, die im Alter entsprechend, wild, aber trotzdem sehr hilfsbereit. Sie haben viel Energie, neue Ideen und viel Spaß. Sie haben keine Probleme und sie helfen einander. Sie sind freundliche, nette und sie helfen uns gern. Das ist für uns eine interessante und zugleich spannende Lektion. Die Spanier sind direkt. Das war für uns manchmal überraschend. Ich wohnte bei einer deutschen Gastfamilie. Die Atmosphäre war nett. Sie haben mich nach Gewohnheiten in Polen gefragt und Polen mit Deutschland verglichen. Meine Relationen mit Polen sind sehr gut. Ich finde, dass dieser Austausch eine gute Idee ist, weil man nicht nur neue Kulturen und Sprachen kennenlernt, aber auch auf Englisch sprechen kann.
Vor allem konnten wir die Sprachbarrieren überwinden. Wir haben uns in 2 Sprachen unterhalten, Deutsch und Englisch. Wir konnten unsere Fremdsprachenkenntnisse verbessern. Deutsch und Spanisch waren am meisten gebraucht, weil wir in Spanien waren. Englisch war weniger gebraucht, aber Personen, die auf Englisch gesprochen haben, haben das sehr gut gemacht. Ich finde, dass die Fremdsprachen auf hohem Niveau waren. Także myślę, że poziom każdego języka jest dosyć wysoki. Sehr schön. Wunderbar. Die Stadt ist schön, die Insel ist schön, das Projekt ist schön. Piękny projekt. Spanier haben tolles Essen. Wir haben gestern ein bisschen das andere Mallorca kennengelernt. Also nicht unbedingt die vielen Hotels und Strände und Touristen, sondern die schöne Landschaft der Insel und die traditionellen Windmühlen. Wir sind gestern mit polnischen und deutschen Jugendlichen bowling gewesen. Wir hatten viel Spaß. Was hat dir an der Schule am meisten gefallen? Der Unterricht. Ja, mit den Schülern. Ja, der Unterricht mit den Schülern, weil es interessant war, das mal so zu sehen von deren Seite. Weil normalerweise versteht man jedes Wort und ganz plötzlich sitzt du in einer Klasse, wo du wirklich quasi, dadurch, dass sie so schnell sprechen, kein Wort verstehst. Und es war halt einfach nur interessant, das mal so zu sehen. Einfach ganz, es ist halt einfach wie in einem anderen Leben. Wir sprechen nicht zu viel darüber in der Schule. Deshalb sind diese Austausche sehr gut, weil wir mehr über grüne Energie lernen und wir wissen jetzt, wie man Energie sparen kann. Ich denke, dass man darüber sprechen soll, weil das für alle sehr wichtig ist. Ich werde mehr über Energie wissen und ich werde mehr Energie sparen. Zum Beispiel, ich werde den Computer ausschalten. Ich werde versuchen, das Verhalten der Gesellschaften zu beeinflussen. Ich hoffe, dass in meiner Schule das Ökobewusstsein größer wird und Fremdsprachenkenntnisse auch. Ich denke, dass das Projekt viele Vorteile hat. Vor allem, wir können unseres Ökowissen erweitern. Wir freuen uns, dass dank diesem Projekt das Ökobewusstsein der Gesellschaft erweitert wird. Dank der Zusammenarbeit mit Leuten, die die Windmühlen bauen, konnten wir viele Informationen sammeln. Ich weiß, dass das Projekt mir viel gegeben hat. Hat mir die Möglichkeit, Sachen kennenzulernen, für die ich mich selbst nie interessieren würde. Die Reise auf Mallorca war ein tolles Abenteuer und sie gab uns unvergessliche Erinnerungen. Ich werde diese neuen Bekanntschaften weiterführen. Ich habe mein Ökobewusstsein erweitert. Dank dem Projekt habe ich viel über Windmühlen und grüne Energiequellen erfahren. Wir haben erfahren, wie man die Energie nutzen und vor allem sparen kann. Wenn ich die Möglichkeit hätte, an dem Projekt wieder teilnehmen, würde ich da bestimmt mitmachen. Wenn wir Fremdsprache lernen wollen und ein super Abenteuer erleben, sollten wir in solchen Projekten teilnehmen. Ich werde alle jungen Menschen dazu anregen, in den Projekten teilzunehmen. Lernen in der Schule ist sehr wichtig, aber wichtig ist auch, was wir für uns, Erde und Gesellschaft machen können.